Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 14:0 beim ersten FC Heidenheim am 30. Bundesligaspieltag. Ja, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert sehr gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich so tue. Vielen lieben Dank dafür, Leute. Und damit gehen wir rein in den Bums. Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz Servus. nach unserem Heimspiel hier in der Voith Arena gegen den FC Bayern München. Begrüßt zu ganz herzlich an meiner Seite die beiden Cheftrainer vom FC Bayern München, Vincent Kompany, genauso wie unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und Herrn Kompany als Gästecoach gebührt wie immer das erste Wort zum Spiel. Ihr Fazit bitte. Ja, also erstmal, ich habe mir natürlich in diese kurze Zeit zwischen beide Spiele viele Spiele von Heidenheim angeschaut und ich weiß, dass jetzt nachhinein alle sagen werden, dass das normal ist für den FC Bayern, dass wir hier so gewinnen. Aber wenn man schaut auf die letzten Spiele von Heidenheim, wie Leverkusen hier, eigentlich muss Heidenheim immer gewinnen, dieses Spiel. Und wie schwierig das war für die Gegner dann und wie gut die waren in die letzten Spiele, dann wusste ich, dass es nicht einfach wird. Und dass die Jungs dann so reingekommen sind in dieses Spiel und dann auch so geleistet haben, weil es war eine komplette Leistung. Das ist natürlich ein großes Kompliment für die Jungs nach die etwas schwierige Woche. Aber trotzdem Spielfreude gezeigt und das... Endlich mal wieder, ja. Endlich mal wieder Spielfreude gezeigt. Und ja, wie gesagt, man muss da nicht zu stark reden, man muss aber auch nicht zu schwach reden. Wie er schon sagte, Leverkusen hat sich sehr schwer getan, mit viel Glück gegen Heidenheim gewonnen. Wir haben die heute 4:0 weggeballert und zwar ganz klar, das Spiel hätte auch 8:0 ausgehen können. Wir haben so viele Chancen noch gehabt. Natürlich stehen die auf der anderen Seite nicht zurecht auf dem Abstiegsplatz. Ja, das gehört auch zu weit oder auf dem Relegationsplatz. Also von daher, ja, muss man das nicht überbewerten, aber auch nicht unterbewerten. Man muss jetzt nicht unsere Leistung irgendwie schlecht reden. Wir haben nicht das Gefühl gehabt, bevor das Spiel, dass das selbstverständlich war und deswegen bin ich eigentlich sehr, 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 sehr froh und ja, es ist ein gutes Ende letztendlich zu dieser Woche und dann geht es weiter in die Bundesliga für uns. Vielen Dank. Frank, dein Fazit bitte. Ja, zunächst mal Glückwunsch natürlich euch zum Sieg heute hier bei uns. Am Ende eine hochverdiente Niederlage für uns oder Sieg für den FC Bayern, weil aus meiner Sicht vor allen Dingen zwei Dinge zusammengekommen sind. Dass die Bayern nicht nur die Qualität auf dem Platz bekommen haben, sondern eine herausragende Einstellung von Beginn an gehabt haben. Und wenn das zusammenkommt, dann wird es natürlich für uns ganz schwer, dieses Wunder dann auch zu schaffen. Das hat Winnie richtig gut hinbekommen. Großes Kompliment dafür. Und wir haben es leider nicht geschafft, die Zweikämpfe so zu führen, die Räume schnell zu besetzen, wie wir es eigentlich wollten. Und wenn du dann, die ersten 10 Minuten waren okay, aber dann kommt das frühe Gegentor nach 10 Minuten oder in der 11. Minute, das frühe 2:0. Und dann sind wir eigentlich nur hinterhergelaufen, kriegen dann noch das dritte, wo wir nach einem Freistoß nicht gut sortiert sind. Und wenn die Bayern nicht nachlassen, dann müssen wir leiden. Das haben wir heute getan, das hat die Mannschaft getan. Natürlich die Gefahr dann in so einem Spiel, dass das Ergebnis dann noch mal deutlicher wird. Leider hat man unsere einzige richtig große Chance nicht nutzen können in der zweiten Halbzeit. Dann wäre vielleicht noch mal so ein bisschen was gegangen, möchte ich mal sagen. Aber unabhängig davon, ich glaube, selbst wenn wir heute unsere wirklich beste Leistung gebracht hätten. Die Bayern waren zu stark für uns heute, das muss man dann auch mal akzeptieren. Und für uns bleibt festzuhalten, dass wir jetzt die letzten 3 Spiele gegen die Top 3 der Liga gespielt haben, alle 3 Spiele verloren haben. Wichtig ist, dass uns das jetzt nicht runterzieht, das müssen wir akzeptieren. Jede Niederlage tut weh, heute besonders, weil es dann eine lange Zeit war, bis der Abpfiff gekommen ist. Aber jetzt kommen die Spiele, wo es für uns um alles geht, in anderen Tabellenregionen. Und da muss die Mannschaft dran glauben, den Kopf schnell wieder hochnehmen. Und dann werden wir schnell wieder versuchen, auch wenn es wirklich bitter für uns heute ist, dieses Ergebnis dann auch gegen Bayern zu Hause, das haben wir uns anders vorgestellt, ist rauszuschütteln aus den Klamotten, um dann in den entscheidenden Spielen uns verbessert und ganz anders zu präsentieren. Danke, Frank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Wenn ja, bitte ich um ein kurzes Handzeichen fürs Mikrofon. Keine. Frohes Ostern. Keine Fragen. Vielen Dank und frohe Ostern, wenn es so ist. Ciao. Danke. Ciao. Ja, wild. Hätte ich mir das Video hier auch schenken können, Alter. Wilde Nummer. Gut, Leute, was soll man sagen, oder? War halt eine klare Nummer, was willst du da jetzt fragen? So, ich wüsste jetzt auch nichts, was man da fragen soll.
Ich meine, ich könnte aus Bayern-Sicht natürlich unserem Trainer einige Fragen stellen, warum er es jetzt so und so und so, warum jetzt erst so eine Lockerheit und so weiter. Bock darauf, diese Fragen zu beantworten, haben die Leute bestimmt auch nicht. Also bleibt mir, wie er es sagte, allen frohe Ostern. Lasst euch gut gehen, haut rein, bis dann, tschüssi, ciao. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.